gesagt, wer als Musiker probt, betrügt sein Publikum, die Musiker wissen das. Und mir ungeprobt wie nie zuvor, der Erhan Yilmazla, hinter mir als Frankenthal, spielt zum zweiten Mal halt mit dieser Band ungeprobt, weil unser, muss man mal sagen, was ein Gerät, das ist der Erhan, keiner macht mich mehr an. Ist ja schön, es war eine 8-Achtel-Lösung, muss man ehrlich sagen. Noch besser wäre es nur gewesen, er wäre ein 30er-Jahrgang, da wäre ich nicht nur noch der Älteste nicht mehr in der Band. Man hat ja schon seit Jahren von mir gesagt, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ne? Aber dann kennt man wenigstens sagen, er ist nicht mehr der Älteste. Ne? Es hat nur knapp gepasst. Wie man sieht, ist die Lichtgeschwindigkeit im Universum auch keine Konstante, wie Albert Einstein behauptet hat, denn es lichtet sich mit hoher Geschwindigkeit. Es lichtet sich mit niedriger Geschwindigkeit, also niedrige Lichtgeschwindigkeit, komplett, ne? Man kann dann auch mal wirklich zurecht sagen, was wie ein Pilzer ohne Pilz, siehst du? Was ein Kerl, ehrlich. Die Geschwindigkeit ist auch nicht konstant, weil die nimmt zu. Ja, gut, ja, es ist dynamisch ein bisschen, ne? Also manchmal verlierst du mehr wohl am Flugadi, ne? Meine Frau geht dann als immer mal mit dem Schiebchen hinten hoch und sagt, man kann ich das nicht mal abmachen jetzt, ne? Das ist doch, man kann das schon durchscheinen sehen. Also bei nachteiliger Illumination, bei suboptimaler Illumination, tritt manchmal so Stillhaut als zutage, aber das muss ja noch nichts, das muss noch nichts sehen, verstehst du? Das wächst dann wieder zu, verstehst du? Also, das habe ich Sparwuchs eingerettet. Putzwohl ist ein nachwachsender Rohstoff. Also die Wollmais in meiner Stub, die wachsen immer noch. Die kannst du wegmachen, zack, eine Woche später sind die Wollmais wieder da. So ein Kopf an euch, sorry. Gibt es so Sprays? Wollmausspray, ehrlich? Das habe ich doch nicht gehört. Okay, er saugt nicht daheim, er lackiert den Boden. Ihr seht, Männer gehen Dinge anders an. Aber okay, auf dünnes Eis begeben wir uns als ehrliche Band mit einem Lied aus dem Genre, bei dem man weiß, es wird selten so viel gelogen wie auf Beerdigungen oder Jubilarfeiern oder so. Weil da wird manchmal richtig neu gelangt, also die Barge biegen. Und wenn du dann da stehst und sagst, ja, wir wollten doch aber nicht, ne, halt. Und manche, die Männer wissen das, ne? Die Erreichung des Klassenzieles segnet jedes Mittel, ne, halt. Die Musiker sagen, oder Musiker kennt man das so, es gibt nichts Schöneres wie Blues, außer vielleicht die Hand in der Blues. Und Männer, die sich kurz vor der Erreichung dieses Klassenzieles wähnen, sind nicht zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. Die antworten dann einmal auf die Frage, ja, für immer mit Ja. Das geht oft. Frauen merken sich sowas, ehrlich. Wir kommen nachher dazu zurück. In dieser Hinsicht wohnen sie näher bei der Ratio, als sie sich selber zugeben dürfen. Sie nennen sich schon gern für emotional kompetent. Und deswegen haben wir 12 Jahre gebraucht, bis das nächste Lied entstanden war. Und es ist das heute noch einzige Liebeslied in unserem Programm. Und ich hoffe, es ist das einzig ehrliche Liebeslied der Welt. Und wir haben lange das mit uns getragen und dürfen es euch heute spielen, nur von uns und nur für euch das ehrlichste Liebeslied der Welt. Oh yeah. Sie bringt mir moins mein Leerkoffer und kommt mit voller Flasche. Sie putzt und kocht ans Auto voll und zahlt sogar mein Protokoll. Und ist einmal der Kühlschrank leer, dann bringt sie was zu essen her. Trotzdem ist sie nicht mehr da, ich hab's gar nicht kapiert. Was weiß doch nicht, dass sie gleich so empfindlich reagiert. Wir waren oben im Bett gelegen und satt mit vollem Magen. Und wie ich mich zu ihr umdrehe, her ich mich ganz lieb sage: Komm, stoß wohl auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir, meine Lewwerworscht an dir. Stoß wohl auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur
mit langen Haaren und langen Bären und alle waren sie neidisch. Ich hab schon viele vorher gesehen, ja, sie war die schönste von allen. Und zu mir sitzen viele, war sie mir total verfallen. Du, dann ist sie fortgerannt, ich konnt's gar nicht verstehen. Du machst du mal ein Kompliment und schon will sie gehen. Ich hab sie nicht vergern gemacht, ich wollte was anderes sagen. Doch denk ich an die Lewwerworscht und denk ich mit dem Magen. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir und meiner Lewwerworscht ernähren. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir und meiner Lewwerworscht ernähren. Uns Pilze vieles noch, doch eines sicher nicht. Ja, dass man von einer ungefragt wohl nicht seinen Mund aufkriegt. Weil wenn ein anderer überlegt, ein stottert oder wart, dann ist es bei uns kaum gedenkt und schon ist es zart. Allermeistens geht es gut, jedoch an manchen Tagen, wenn man so viel rettet tut, da geht's um Kopf und Kragen. Ja, heim bin ich verheiratet und meine Frau kann viel vertragen. Und weil sie mich so gut versteht, darf ich alles zu ihr sagen. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir und meine Lewwerworscht ernähren. Stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir und meine Lewwerworscht ernähren. Stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir und meine Lewwerworscht ernähren. Stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Lewwerworscht so gern. Ich kenn mich nur von dir und meine Lewwerworscht ernähren. Nagel an der Solo-Gitarre. Dankeschön! Es gibt ja Bands, die haben so einen 3-Sterne-Gitarrist dabei, den können wir nachzählen. Das ist Wahnsinn. Hier da noch ein paar, glaube ich. Wir haben sie erst für einen Wäscheunfall gehalten, aber normal gehen die Sterne dann raus und kommen nicht rein. Sind aber keine Schuppenkerangst. Dieser Dreh- und Wendepunkt im Programm, den wir eben erlebt haben, den setzen wir um eines fort. Diese Band hat sich nicht viele Eigenheiten zu eigen gemacht, die man ihr nachtragt, aber eins steckt in uns drin, und zwar von Anfang an. Wir haben als Männer früher oft am Radio gesessen und haben an den Knopf drehen müssen. Und wir haben gedreht und gedreht an den Knopf und es ist alles immer kein Männerlied rausgekommen. Es waren immer Lieder wie Schatz, ich lieb dich, Spatz, ich strick dich, oh, du hast mich verlassen, warte, ich komm zu dir zurück. Und du hast gedacht, bin ich dann da Zielgruppe als Mann, hallo, auf Englisch, auf Französisch, laut, leise, ständig, wenn die helfen lassen und ständig versinken Sonne am Horizont, verstehst du, wir sollen dann Sinn für Romantik entwickeln. Und das sagt man oft,
und gern, wir hätten keinen Sinn für romantisch, muss man sagen. Bevor ich geheiratet habe und Michel noch regelmäßiger Besuch an meiner Wohnung war, genauso wie ich in so einer WG, nämlich vegetiert noch im Gegensatz zu mir, haben wir zum Beispiel im Küchenschrank so Blechtasse gehabt mit abgesprungenem Email. Das ist romantisch, seht ihr. Nach der Hochzeit waren die Tasse auf einen Schlag fort. Da ich gar nicht mehr Fragen brauche, ich gewiss, die kommen nicht mehr zurück. Da wo die hingegangen sind, da gehen wir alle hin, aber ein paar Jahre hoffentlich. Und dann sagt man uns noch, wir hätten keinen Sinn für die Romantik. Wenn wir mit unserer Blechtasse bei Bohnen und Speck am Tisch gehockt haben, mit dem Hundslöffel gegessen haben, sind wir, das war so gut wie in der Sonnenuntergang reiten. Seht ihr, das ist auch romantisch. Und man hat uns Männer dann gesagt, wir wären unromantisch, ne? Wir wären auch unsensibel. Männer, erinnert euch? Zu mir hat man mal gesagt, man müsste mir jedes Wort aus der Nase ziehen. Was? Hallo? Ehrlich? Ja, ich stehe da, wann rettet dann bloß das, was ich sagen wollte. Sag ich, es ist keinen Sinn, was ich anfange, den zu retten. Natürlich rette ich das, was ich retten will. Ne? Weil du, wenn ich eine Sekunde schaffe, kannst du gar nicht anfangen. Klar, wenn du die Lufthoheit hast, seht ihr. Nein, man müsste mir jedes Wort aus der Nase ziehen und es ging da neu und dort raus. Und man könnte mit der Wand erzählen, es wäre genauso gut. Ne? Quorum, wir wären als Männer der unsensible Teil der Menschheit. Man müsste uns mit grobem Werkzeug bearbeiten und erstmal was rausschnitzen, damit es in Form kommt, das Ganze. Und das hat uns sehr betroffen gemacht. Denn man muss doch, Männer, ich gucke euch an, ne, man muss doch kein Ornithologe oder Vogelforscher sein, um zu wissen, dass man einen Vogel so ein Nest baut, dann wird er doch vorher anständig basteln und ein paar Eier neu legen. Aber welche Frau macht sich solcherlei Gedanken, wenn ihr Mann mit feuchter Aare die Zeitungsbeilage vom Baumarkt liest, verstehst du, wo eine Bohrmaschine im Angebot ist, die jetzt vielleicht kaufen will, seht ihr, und da sagen wir, wer ist denn hier unsensibel? Natürlich ist Nestbau auch bei Männern untrennbar verbunden mit Arterhaltung. Das heißt, wenn dein Mann halt die Baumarktbeilage oben auf die Zeitung legt, dann weißt du, was klar, und dann macht es schon mal nass, seht ihr, nur für den unsensiblen Teil der Menschheit so weit. Und deswegen handelt das nächste Stück von einer der letzten Männerdomänen. Es ist uns nicht viel geblieben, wir haben viele Männerdomänen aufgegeben, wir haben sie hingegeben zum Teil. Es gibt Lokomotivführerinnen, Pilotinnen, es gibt Kanzlerinnen, ist nicht so schlimm, aber es gibt sogar Fleischwurst-Fachverkäuferinnen, die tragen Verantwortung, seht ihr. Und das preiszugeben, das hat uns doch einmal so die Lungen, zwischen Lungen und Leber so ein Stück rausgerissen. Ne? Und trotzdem sind wir heute noch in dem Wissen im Baumarkt unterwegs, dass man Bescheid weiß, dort wo die Dachpappe-Rolle in lange Spalier stehen, dort wo sich die Zementsäcke stapeln, dort wo die Riegel ballidiert sind, dort wo Männer richtig Männer sind, im Bau!